Hi, everyone. Welcome to the YIVO Institute for Jewish Research, or perhaps welcome back. I'm sure we have summer program students joining us today, as well as folks who are YIVO fans from around the world. If you're not yet familiar with YIVO, YIVO is a special place for the contemplation and celebration of Jewish history and culture. And one of the ways we do that is through the annual summer program, which just began today. And part of the summer program is this public component, which includes lectures from esteemed scholars in Yiddish on Mondays and in English on Thursdays. So today's lecture will be given in Yiddish. If you would like to improve your Yiddish, you should know that YIVO does offer Yiddish classes at all levels year-round. So we'd be happy to help you begin learning Yiddish if you're new to Yiddish, or to improve your Yiddish skills if you're intermediate or advanced students. So thank you all for joining us, and I hope that you are ready to practice your Yiddish or work on your Yiddish or learn something interesting. And I will hand it over to David to introduce our guest. Thank you, Jane. Größten Dank. Und ich begrüße alle Zuguckers. Der Riker will ich begrüßen unsere Talmidim, was haben sich versammelt. Heint ist der erste Tag Limudim bei uns, bei der intensiven jiddischer Sommerprogramm auf Namen von Uriel Weinreich für jiddischer Sprache, Literatur und Kultur. Ich will euch geben ein paar statistische Ziffern. Wir haben das Jahr, was wie gesagt, wir haben an erst dem heutigen Tag, das ist der erste Tag von die Limudim. Wir haben 100 Talmidim von 14 Ländern und von 24 amerikanischen Staaten. Und das ist das 54. Jahr, was wir führen durch, was der YIVO führt durch die dosige Programm. Und in Mescher von die kommenden 60 Minuten, das ist die letzte Zahl, was ich der Mann, die letzte Statistik von Heint, in die kommenden 60 Minuten wird für uns reden Professor Shmuel Kassow. Professor Kassow hat den Titel Charles H. Northam Professor von Geschichte. Ist der Professor von Geschichte in Trinity College und bekannt wie der Mumche, wegen verschiedenen Themen von Ashkenaz-Forschung, von der Geschichte von Churban und mit der Spezialisierung die letzte paar Jahrzehnte in dem Emanuel Ringelblum Archiv, was das ist sein Thema heint. Sein Buch ist herausgegangen in 2007, das ist das Buch Who Will Write Our History, und auf dem Smach ist gemacht geworden der spannende Film. Und ich will euch nicht verhalten und Shmuel euch nicht verhalten mit kein weiter dicke Rede wegen ihm und wegen dem Archiv, weil ihr seid schon allein gekommen, weißt ihr wegen was das ist und weißt ihr mit wem wir haben dem Covid, von wem wir haben dem Covid zu hören eine Lektie. Shmuel Kassow. Ein schönen Dank, was ich noch verbeten zu halten, eine Lektie wegen Emanuel Ringelblum, Dank David Ben, Alex Jane und YIVO. Ich bin allemal sehr zufrieden zu nehmen Anteil in der YIVO-Tätigkeit. Heint will ich reden wegen dem Historiker Emanuel Ringelblum und wegen dem geheimen Archiv, was hat organisiert in Warsaw Ghetto. Mit kann nicht meinen, als nur mit Bixen haben Jeden gekämpft, stellen auf Widerstand die Deutschen. Jeden haben gekämpft, nicht nur mit Heißgewehr, nur recht mit Tint und mit Papier. Die geheime Ghetto-Archiven und der Oyneg Shabes Archiv besuchen seine werden mächtiger und ein gelungener sein in dem sehr gerufenen geistigen Widerstand. In 1943, er ist umgekommen in Majdanek, hat der bewusster jüdischer Historiker Dr. Yitzhak Schipper bemerkt, als, ich zitiere, was wissen wir Historiker von ausgehagerten Völkern? Und nur das, was ihre Mörder haben bewilligt zu schreiben wegen sie. Ja, die Deutschen haben gemeint, als sie wollen gewinnen die Milchome und als sie wollen bestimmen, wie sie
zukünftige derer sollen gedenken dem ausgehargeten jüdischen Volk. Der Erfolg von Parasiten und Nussnitzer, Erfolg geglichen zu Stures und Umfeld. Aber jeden in die Ghettos und in die Lager haben beschlossen, als viele sie wollen und wollen sie überlassen, abzulachen die Deutschen, Dokumenten, Tagebücher, Gewisseides, als zukünftige deres wollen können schreiben Geschichte auf den Smach von Jiddische und nicht nur Smach von deutschen Mekeuren. Ist gleich noch der Mechamet angeben zu gefunden rierendige Zeitkapseln, Time Capsules, genießes ausgefahren von Blut und Pein. Unter die Chobes von den Gaskammern in Auschwitz haben sich auch gefunden, fleischlich angestopft mit den Xaviaden von den Dayonim, Salman Gradowski und Leib Langfuss, was seien gewesen in der Auschwitzer Sonderkommando. In der Brunnen in Lodz hatten gefunden nach der Milchome einen größten Teil von dem Archiv von Warsaw Ghetto. Wie man weiß, hat Mocha Tenenbaum geführt ein Archiv in Bialystoker Ghetto. In Vilna hat gearbeitet der sehr gerufene Papierbrigade, Schmerka Kaczorginski, Avram Sutzke, Vasily Kalmanowitsch und andere, was haben sich bei mir abzuraten, wenn nun behalten die Joachim Zornsen von YIVO und von der Strashun-Bibliothek. Und David Fischler hat wegen dem geschrieben ein ausgezeichneten Buch. Jeden der Erzählung ist schwer zu wissen, nebst Tage Emes, als wenn die Deutschen haben geführt, der 18-jährige jüdische Historiker Shimon Dubnov auf seinem letzten Weg in 1941 hat ausgeschrien, jeden verschreibt. Und in derselben Zeit hat sein YIVO-Kollege Emanuel Ringelblum organisiert dem größten Geheimarchiv in ganz Europa, was hat geheißen zur Liebkonspiration, der Oyneg Shabes Archiv, weil die Mitarbeiter pflegen sich treffen, alle Shabes noch Mittag. 6 Tage, die Deutschen haben entdeckt sein Bunker in Dorm Warschau, wo er sich ausbehalten, zusammen mit seinem Weib Juditha und Ben Joachim Juri und noch 34 Jiden, hat Ringelblum dem 1. März 1944 geschickt einen chiffrierten Brief zu seinem Freund und Parteihaber Adolf Berman. Ringelblum gewinnt stark besorgt wegen dem Archiv, was mit begraben in 3 Teilen in 1942 und 1943. Eben die Deutschen wollen uns packen, hat gefragt Berman. Da was es sein mit unserem Archiv? Und Tage gehabt, war was mehr zu haben. Sie ist ihm nicht beschert gewesen, nicht dem, nicht sein Weib und so, nicht seine Mitarbeiter zu der lebenden Befreiung. Von den Berg 60 Mitarbeiter von der Oyneg Shabes Kollektiv haben sich noch 3 geraten wird. Herr Schwasser, sein Weib Blume und die begabte Journalistin Rochel Eurbach. Und noch einer von sie, Herr Schwasser, hat gewusst, wo mit vergoben der Archiv. Das heißt, unter der Borchhoff-Schule auf Nowolipki 68 und unter dem Berster-Shop auf Schwentojerska 34. Und Wassertag ist geblieben, Leben Alpines. Einmal ist gesprungen von einem Waggon, was gefahren kein Treblinke. Ein anderes Mal in Zeit von polnischen Aufstand im September 1944 hat der Bande bewaffnete SS herumgeringelt im Bunker, in welcher sich ausbehalten zusammen mit seinem Weib und noch 3 Parteihaberen. Die 3, Paul Erster, Hirsch Berlinski und Eliyahu Ehrlich, seien umgekommen, aber Wasser mit dem Frühsein geblieben leben. Nach der Befreiung hat Wasser gehalten in 1 Monat, in 1 Fordern von allen jüdischen Instanzen der ganzen Welt, als wir so sehen, was Gicher zu gewinnen dem Oyneg Shabes Archiv. So hat der neu aufgekommene jüdische historische Institut in Perm mit der finanziellen Stütze von der jüdischen Arbeiterkomitee in Amerika und mit der Stütze von dem Joint so zusammengestellt eine Equipe von Ingenieuren, Erdmeister und Gelernten und hat sich genommen zu der Arbeit. Aber in 1945 und in 1946 ist das Suchen unter die Churves
von der Chore Pälischer Hauptstadt nicht gewinnt von die leichten Sachen. Von Wissen, als da Ehrgeiz ist gewinnt, Nova Lipke 68, der gewesene Bauernhofschule in Ghetto, wo mit Pagroben die ersten 2 Teilen von dem Archiv bis wann kann gefunden der Mord, wo der Binien und auch viele die Gas ist gewinnt, das ist gewinnt, wie man sagt, Erfolg Miragan. Aber mit angeheben Suchen und groben Sofkolsov, der 18. September 1946, hat der Riedel der Tab das stärkste von 10 blechene Kessler. Was heint ruft man das, der ersten Teil von der Ringelblum-Archiv, was ist begraben geworden in August 1942. Mit 4 Jahren später haben pälische Bauarbeiter zufällig sich angestoßen auf 2 große aluminierne Milchkannen. Der zweite Teil von dem Archiv, was das Rauf und seine Dokumenten datieren von August 42 bis Februar 43. Und noch ein Teil, dem dritten, hat ein begraben, als hat Wasser gesagt, auf dem Ghetto-Aufstand unter später 34, wo heint befindet sich die chinesische Ambassade in Warschau. Mehr wie etliche halbverbrannte Seiten von Schmuel Winters Tagebuch hatten nach dem Mord in 1945 nicht gefunden. Aber mit der 15 Jahren zurück, das bleibt sich Tage nicht, hatten gebeten bei den Chinesen, man soll zulassen, ein paar der Menschen von Israel durchsuchen dem dritten Teil. Die Chinesen haben es jemals Tage erlebt, aber nach einer Zeit schwere Pratze ist man geblieben mit gar nichts. Wasser hat gesagt, als begraben haben sie eine Sache mehr. Und eine Sache Dokumententage, befragt die, was seinen gelegen in die blechene Kessler, seinen Machmes Weichkeit und Erinnerns geschädigt geworden. Tint ist zu runen, hunderte Fotografien seien erkalt geworden und doch haben wir mehr wie 30.000 Dokumenten und Einzeln. Was sonst sie wollten im Ganzen nicht gekannt studieren, die Geschichte von Warsaw Ghetto von dem jüdischen Guckwinkel. Wenn nicht die Dokumenten wollten Historiker nicht gekannt studieren und analysieren, dem innerlichen Leben von den Warschauer Jiden, die 1200 Huiskomiteten, die Alleinhilfe, die Kulturtätigkeit auf Jiddisch, Pälisch und Hebräisch, das religiöse Leben, die vielzollige Tagbücher, die ausgezeichnete Drosches von Piaseczner Reben, die Lieder von Yitzhak Katznelson und weiter und weiter. Die Geschichte von Warsaw Ghetto wollte gewinnen nicht mehr wie eine Geschichte von den Ausführer und den Zugucker. Und Historiker wollten betrachten die umgekommenen Jiden, auch die Kämpfer im Ghetto-Aufstand, wie eine anonyme Masse von anonymen Karbones. Aber dank die Ghetto-Archiven, Bichlal kennen Historiker echt forschen, das vielmenig und verschiedenartig jüdisches Leben unter der Nazi-Herrschaft, Alleinhilfe, das tagtägliche Leben, Kultur, Religie, Widerstand, sehen, als die Juden seien nicht gewähnt abhängig, als sie haben sich gerangelt und gekämpft für sehr Kiem und für sehr menschlichen Covid. Der Oyneg Shabes Archiv ist nicht aufgekommen, Stammase und ein Vakuum. Der Archiv gewähnt ein direkter Hemmschicht von dem pälisch-jüdischen Kulturleben von Vater Milchome. Das heißt, das Leben in dem Schliches von der Historiker, die Anwendung von den YIVO-Forschmethoden, die Zusammenheftung von Sammeln und Selbsthilftätigkeit, der Kampf für Jiddisch, die Strebung auszuformen an moderne, weltliche jüdische Kultur. Und das alles spiegelt sich ab in Ringelblums Tätigkeit in die 20er und in die 30er Jahren. Zum Badeuren, wenn man studiert die Chobengruppe, haben wir eine Tier zu betrachten, die Jiden nur wie Karbones und zu legen dem Trop auf sehr Umkommen. Ich meine, als
als einmal haben Historiker gehabt als eine Tier. Jetzt hat sich der Lage ein bisschen verbessert. Und doch versehen wir sehr Identität und sehr Kultur von Vatermilchome. Wir versehen die Werten, was haben sich ausgeführt beim Meschach von Jahren in Deures und was haben sehr stark mal Spiel gewinnt auf ein Leben in die Ghettos. Ringelblum gewinnt eine gesellschaftliche Tour, was hat gekehrt Welten von Samoa und Hebron, als man soll betrachten die Jiden in die Ghettos nicht wie passive, abhängige Karbones, nur wie ein Teil von einem aktiven und schöpferischen Volk. Und noch eine Sache. Jehuda Bauer hat einmal bemerkt, als oftmals seinen Grubenforscher Leute zu legen dem Trop von seiner Aufmerksamkeit oder auf die Judenraten oder auf die Ghetto-Kämpfer und zu versehen dem tagtäglichen Leben von den Jiden und befragt zu versehen der sehr gerufene zwischendige Organisations, intermediate organizations, zum Beispiel die Alleinhilfe in Warsaw Ghetto, was die Organisation, was haben gefehlt, eine breite gesellschaftliche Tätigkeit und was seien gewinn eng behaften mit der jüdischen Bevölkerung. Der Oyneg Shabes, das gewinn tief verbunden mit der Alleinhilfe in Warsaw Ghetto, tief verbunden mit seinem riesigen Netz von über 1200 Hauskomiteten, öffentliche Kirchen, Schulen für Kinder. Das alles gibt uns eine ausgezeichnete Möglichkeit zu verstehen, den Bedeut von der breit verspreiter gesellschaftlichen Tätigkeit in Ghetto. Eine Tätigkeit, was hat reingenommen jeden von allen Parteien, von allen Schichten und Weltbenehmen. Wie eine Sache andere bewusste Historiker, Yitzhak Schipper, Meir Balaban, Raphael Mahler und Salo Baron, hat Ringelblum gestammt von Galizien. Und zwischen uns gerät, tut mir ein bisschen weh, wie ein Balgaiwe, ein Litvak, Meide zu sein, als in Hilches Geschichte schreiben, haben die Galizianer allemal versteckt die Litvakes in Arbel. Geboren ist Ringelblum in Buchac in Wissrach-Galizien in 1900. Sein Tate feiwische gewinner vermöglicher Thwart. Die Mama sind gestorben, wenn Ringelblum ist gewinn 10 Jahre alt. Sein Cousin gewinn der bewusste Schreiber Shai Agnon. Was gewinn versteht sich Ben hier. In Zeit von der Ersten Weltkrieg ist die Mischpoche entlaufen von der russischen Armee und sich versetzt in Neissans. Dort hat sich Ringelblum bekannt mit seinem lebenlangen Chaver Raphael Mahler und in Gichen ist geworden tätig in der linken Polizeibewegung. In 1919 zieht sich herüber in Warschau, wo beschließt, dass wäre ein Historiker. Und von dem an hebt sich schon eine neue Tkufe in Ringelblums Leben. Eine Tkufe von übergegebener Arbeit für der linke Polizei, gepaart mit intensiver historischer Forschungsarbeit. Bekommt sein Doktorat von der Warschauer Universität und geht daraus wogige historische Forschungen wegen der Geschichte von den Warschauer Juden wegen die jiddisch-pälische Beziehungen im 18. Jahrhundert, wegen der Entwicklung von der jiddischen sozialen Medizin und so weiter. Wird einer von den führenden Persönlichkeiten in der historischen Sektion von YIVO. Trassene mit Juditha Kotler, ein Lehrer in der Zischerschule und in 1930 geboren Sir Ben Jochim Juri. Kedei auszuhalten die Mischpoche wird ein Lehrer von Geschichte in jüdischen Mittelschulen. Der Agev, Ringelblum hat Meshuggah lieb gehabt, sein Sohn, und vielleicht von ihm allemal Quellen. Ich gedenke, mit der Sachjahr zurück habe ich sich getroffen in Queens mit seinem gewesenen Studenten von der Gymnasie Yehudia in Warschau, wo die Lernsprache gewinnt Pälisch. Ich rede wegen Helen Hirschat, Lehrer Scholem. Sie hat mir erzählt, als die Studenten
in der Gymnasium Yehudia, meistens zerpestete Mädchen von vermöglichen Mischpoches, pflegen Liebhaben zu machen, Häusek von seiner Lehrer. Was oftmals pflegt reinlaufen in Klasse, ein bisschen zerrudert, ein bisschen vertracht, ein bisschen zu mischt. Ich wollte das einmal treffen, als wenn sie haben gewollt ablegen an Examen auf ein paar Tage, vielleicht man noch machen zwischen sich, als ein Student geht, vielleicht fragt dann bei Ringelblumen, Lehrer Ringelblum, was hält sich etwas mit eurer Sonne? Schön lang haben wir wegen dem nicht gehört. Ist mehr hat nicht gedacht, hat gleich herausgenommen sein Teister von Keschener, gewiesen Bilder, angeheben Quellen von Juris Uptouren und Meiles und dem Examen hat versteht sich angelegt. Ringelblum gewesen ein Mensch, was vor der Milchome ist gewesen tätig in verschiedenen Gebieten von der pälisch-jüdischen Gesellschaftlichkeit. Erstens geworden ein Historiker von Gottes Gnade, der Emissarführer von dem YIVO Abteil für Geschichte in Polen, von Samuel Hebon in 1925 hat sich Ringelblum reingeworfen in der Arbeit von dem YIVO und geworden einer von seinen übergegebensten Touren. Zweitens hat Ringelblum vernommen an angesehenen Ort in der Hilfstätigkeit von der Joint, the Joint Distribution Committee, geholfen aufstellen der riesige Netz von Gemilles Chesed-Kasses, Microcredit. In 1939 sind schön aufgekommen 870 Kasses in Polen, was haben verteilt hat, was 1% zu verarmte Jiden in die Städte. Ringelblum hat gehabt einen direkten Anteil, genommen einen direkten Anteil in dem schweren Kampf, was die polischen Juden haben geführt in die 30er Jahren gegen den polischen ökonomischen Antisemitismus. Zusammen mit Yitzhak Gittermann, der Direktor von Joint und der war wichtiger YIVO-Tour, pflegte herumfahren über kleine Städte, besuchen jeden noch ein paar Gramm, helfen sie kommen zu die helfen sie, stellen sich noch einmal auf die Füße. Die Kasses haben sich geführt auf gesellschaftliche Jesuides. Eine Hälfte von dem Kapital hat geliefert der Joint und eine Hälfte muss kommen von der ortigen jüdischen Bevölkerung. Die Kavone ist gewesen, als die Juden sollen sich betrachten wie gleichberechtigte Schutfim und nicht wie Schnorrers. Und dafür, in die Kasses, haben Juden von allerlei Bewegungen gearbeitet zusammen. Bundisten und Zionisten, weltliche und fromme, Leteufels dem Klau. Arbeiten die in Joint hat Ringelblum eingesehen die Wichtigkeit von Alleinhilfe, der moralischen Badeit, von nicht lassen sich einbrechen unter die schwere Klepp von den Antisemiten. Und die Lehre hat reingenommen in Warsaw Ghetto, wo die Alleinhilfe hat echt, Punkt wie in die Kasses, Vereinigtur von allen Richtungen. Drittens, entschuldigt mir, drittens ist Ringelblum geworden ein übergegebener Tour von der linken Koalition. Das ist gewesen eine radikale marxistische Partei, was hat zusammengebunden Zionism, Stütze vom Rattenverband. Ringelblum hat vergettert Per Borochow, der geistige Wegweiser von der Bewegung. Man erzählt, als einmal hat sich ein bisschen verspätigt zur Borochow Akademie. Die Tieren in Saal seien schön gewesen, angeschlossen von draußen. Und Merkein hat nicht da reingelassen. Ringelblum hat davon gehabt, Greisag mit Sneffisch und hat sich bei seinen Verspätigen allein bestraft. In einer frostigen Winternacht hat auf der Gasse rumspaziert bis zum Sof und der Jahrzeitfeierung und hat sich stark verkillt. Ewig hat verspätigt,
hat erklärt mit Verdruss. Will ich heute auf dem Rufen bei Ehren Borchows Ondenk, a viele, wenn ich soll sich dabei verkillen, als hat geschrieben. In was ist verstanden Borchows Haschpoe auf Ringelblum? Versteht sich. Erstens, die Synthese von Zionismus und Marxismus, die Synthese von Revolution und nationalen Pathos hat ja gespielt eine gewisse Rolle. Aber in der untersten Schure meine ich, als koidem kol darf man gedenken Borchows Thesen wegen Yiddish und der Rolle von der jiddischen Kultur in der politischen Entwicklung von jüdischen Massen. Jiddische gewende Garantie, der Tneikoidem Lamasse, als der Do und der Dorten, die Jiden in Misrach-Europa und die Jiden in der Yeshiv in Eretz Israel, werden sich zusammenheften und bewirken einem dem anderen. Und als der Yeshiv soll nicht gucken auf die jüdische Massen in Misrach-Europa von eben Arab. Und noch eine Sache. Borchow hat geschrieben, als der, was hat lieb die jüdische Massen, muss ich haben lieb die Sprache von den Massen. Und der Fall ist Ringelblum geworden von Same Onhebon, ein heißer Jiddishist und ein verbrennter Kämpfer gegen die sprachliche Assimilation. In Warsaw Ghetto hat sich hereingeworfen, was mehr in den Kampf für Jiddisch, zusammen mit Menachem Linder und andere hat geschaffen, dem ICO, die jiddische Kulturorganisation in Warsaw Ghetto, ausnutzen die breite Netz von Ruiskomiteten, was Ringelblum hat allein hat geholfen zu organisieren, hat die ICO geführt eine aktionistische Kampagne, einen aktionistigen Kampf für Jiddisch in dem Ghetto. Die Lehrer von Borcha wissen, was hat gelegt dem Trop auf der Masei gerufenen nicht normale ökonomische Struktur von den Jiden in die Golasländer, die kleimste Hebsibes, für was die Jiden haben sich erhalten wie ein besonderer Volk. Und die Lehrer hat stimuliert eine große Verinteressierung in der jiddischen Geschichte. In 1923 hat Ringelblum zusammen mit Raphael Mahler organisiert der Masei gerufenen junger Historikerkreis. Entschuldigt mir. Der Kreis, was lässt sich treffen einmal achedisch, hat sich angehalten bis 1939. In ihm haben genommen Anteil Arthur Eisenbach, Shia Trunk, Josef Kermisch, Philipp Friedman, Bella Mandelsberg und andere junge Historiker. Mahler mit Ringelblum stets hat angeheben, auszuführen, a borchowistische Schitte, was soll erstens ermahnen die Kommunisten und die Linke Bechlau, als jeden seinen doch ein Volk mit einer eigenen Kultur, als jeden seinen nicht etwas a Fossil, a Kaste, was wird verschwinden, wie nur die kapitalistische System wird untergehen, als wie Marx und Lenin haben geteilt. Zweitens hat Ringelblum gewollt verwandeln die Geschichte in eine Anspar für der jiddische wörtliche Kultur. Der Journal, was und Mahler haben herausgegeben, ist erschienen in Jiddisch. Ringelblum hat breit propagandiert Sammlerkreisen, Landkenntnis, Einreden Jiddisch von einem ganzen Jahr zu schreiben, die Geschichte von seiner Städtler, zu fotografieren Altertümlichkeiten, zu nehmen dem Stecken in Hand und Spreisen über Berg und Tal, Schifflein in Kajaken über die Pälische Teichen, vernehmen sich mit Landkenntnis, geben zu wissen und zu dämonen die pälische Antisemiten, als jeden seinen gar nicht kein Fremde, gar nicht kein zugekommener fremder Element, nur lehebech, als jeden seinen eingefunden wird in Päl, geknippt und gebunden mit dem pälischen Land. In Pälen haben jüdische Historiker wie Ringelblum sich betrachtet,
nicht nur wie Gelernte, nur echt wie Soldaten, was seinen Berufen gewinnt zu verteidigen das jüdische Volk gegen antisemitische Bulbulim. Ringelblum, Balaban, Schipper und andere Historiker haben gemusst bekämpfen die Teines von seinen polnischen Kollegen als die Jiden, sei fremde Wisnitzer, was sie seien, haben untergegraben die polnische Meluche und haben der Viert zu Polens Mapole in dem 18. Jahrhundert. Aber Ringelblum hat echt geführt, der Kampf Klappe Ponym auf der jiddischer Gas. Weil wichtige Chuluke-Dees haben jemals zerteilt die jüdische Gesellschaft in Teilen. Goles zu Israel, da oder dorten, Religie oder Weltlichkeit, Jiddisch oder Hebräisch, Klal Israel oder Klassenkampf. Lehepech zu der angenommenen Tradition hat Ringelblum, Punkt wie auch andere Historiker, gehalten, dass die historische Forschung darf herumnehmen, nicht nur die Geschichte von jüdischen Denkern und Rabbonim, von reichen Sorgen und schönen Jiden, nur als Historiker müssen nicht analysieren alle Schichten von dem Volk, das Leben von Amcha, soziale Kampfen in der jüdischen Gesellschaft, der Anheb von der Arbeiterbewegung, die Rolle von der jüdischen Früh. Der Historiker muss sich echt vernehmen mit Steiger, mit Folklore, geben ein allseitig Bild von dem Volksleben. Itzhak Schipper, Ringelblums Lehrer, hat betont, als, und ich zitiere, Bekitzer, wir kennen dem schabestigen Jiden mit dem Neshama Yisere. Sie scheint Zeit zu bekennen sich mit der Geschichte von die wochendige Tag und wochendige Gedanken und zu gehen suchen Licht in der Geschichte von jüdischer Arbeit. So Zitat. Aber dazu muss man haben unter der Hand die gehörige Mekeuren. Und das heißt sammeln. Was sammeln geworden der Winkelstein von dem YIVO. A Moshe Mendelssohn, a Heinrich Gretz, Los Stieber, a literarische Jerusche, a reichende Sorgen von Dokumenten und Xaviaden. Nicht, dass die Hore Paschnikes, das Amposcheren Eisen, was sehr Leben, sehr Steiger, hat Ringelblum gewollt forschen. Und das Gebot von Sammeln geworden der Winkelstein von der modernen jüdischen Historiographie in Mizrach-Europa. Der Yesod von dem YIVO und von dem Oyneg Shabes Archiv in Warsaw Ghetto. Schon in 1891 hat Shimon Dubnov gefordert, als die jüdische Intelligenz soll schaffen, historische Gesellschaften, was wollen sammeln und abhieten wichtige historische Material. Wenn die Juden wollten gewinnen am Meluche-Volk, wollte die Regierung gesendet zu schaffen Archiven. Was wollten zunuf gesammelt und ausgesädert alle wichtigen Dokumenten. Aber als wie bei Juden ist das nicht da, ist nicht da keiner, was soll sich sorgen. Verrat das an in Arbeit. Und in dem liegt eine größere Gefahr, hat der Dubnov gehalten, als das Volk wird werden angerissen von seiner Vergangenheit. Soll der zukünftige Historiker sein im Ganzen angewiesen auf offizielle Dokumenten, was spiegeln ob die antisemitische Politik von der Regierung. Sie willen die Jiden, als kommende Gedäure sollen sich davon verlassen auf goyische Mekeurim. Dubnov und später Ansky und Yudlamet Peretz haben untergestochen, als in Sammeln liegt ein wichtiger nationaler Schliches. Eben will der Weisen, als die Jiden seinen Erfolg, was ist berechtigt, aufzumachen, Jescher und Gleichberechtigung, darf man ausforschen, die jüdische Geschichte von innen wenig. Man darf sich abgeben, nicht nur mit den Elites, mit den Pnei,
mit den Rabbonim und Gewirren, was sitzen bei Misrachbahn. Man darf echt sehen, zu beleuchten und zu veröffentlichen, das Leben von den breiten Schichten, von jedem von der ganzen Jahr. Eben will es von Jargon soll werden Jiddisch, als bei der Volkssprache soll man haben, Option der Eretz, darf man anplecken, die machierige Rolle, was Jiddisch hat gespielt, der Deures in dem tagtäglichen Leben von der Masse. Aufzulegen die Säudes von der Keule der Geschichte, von der Volksgeschichte, darf man schaffen, eine Massenbewegung, eine Volksbewegung, was soll zu Hilfe kommen dem Historiker, durchsammeln Dokumenten, Schemes, Volkslieder, Folklore, Pinkäsen und verschiedene Spätze. Und das ist, versteht sich geworden, Ringelblums wissenschaftlicher Animamin. Und der Pfarrer ist geworden als Saal von der historischen Sektion von YIVO und von der Landkenntnisbewegung. Sehen, als jeden von der ganzen Jahr sollen forschen die Geschichte von sehr Städtler, fotografieren Beiseilen, fotografieren alte Schulen, sammeln Pinkäsim und helfen dem YIVO, sehr wie Max Weinreich hat einmal gesagt, helfen jeden zu erkennen dem Heim. In Ringelblums historischer Arbeit von Farder Milchome können wir bemerken gewisse Themen, gewisse Strichen. Wie ein Historiker hat Ringelblum gehalten, als der jiddische Forscher hat er Schliches zu der nennenteren Poljaken und Jiden, als muss auslernen die Poljaken, als jiddische Schreinen, was leben in Peilen dort deres, seien geknippt und gebunden mit dem Land, ein Land, was sie haben geholfen, aufbauen und verteidigen. Aber jeden hat gewollt beweisen, als der Antisemitismus ist ein Polyöze von gewissen sozialen Faktoren und als es nicht kein teuchige Eigenschaft von der polnischen Gesellschaft. In August 1939, während der Zweiten Weltkrieg, hat sich Ringelblum gefunden in der Schweiz bei der Zionistischen Weltkongress. Hat gekannt vorhin kein Eretz Israel und doch hat beschlossen, in Same Brenn von der deutsch-polnischen Milchome umzukehren sich in Warschau. Wenn Ringelblum ist zurückgekommen, hat gesehen, als das jüdische Führer sein Schein entlaufen kein Misrach, hat sich gleich hereingeworfen in gesellschaftliche Arbeit, geholfen organisieren die jüdische Alleinhilfe im Warsawer Ghetto und gelegt die Säudes von der Oyneg Shabes Archiv. Das Sammeln Material für ein Archiv gewinnt eng verbunden mit der Alleinhilftätigkeit in die Pleitingpunkten und in die öffentlichen Kirchen, in die Hauskomiteten, haben die Mitarbeiter von der Oyneg Shabes gekannt bekommen als Schlau von Gewisseides, Essayen und Sichreines. In sein Tagebuch pflegt Ringelblum notieren nur das, was hat gehört und vielleicht machen gewisse Sachen kaum. Der Archive geworden ein direkter Hemmscher von dem YIVO in Warsaw Ghetto. Der Ziel ist gewesen, anzuwenden die YIVO-Schitte, die Forschmethoden von der jüdischen Wissenschaft und in derselben Zeit einzupflanzen in die Ghetto-Jiden Mut und Betochen, zu sammeln, was mehr Materialien und Dokumenten, was wir kennen, zu Hilfe kommen, Historikers noch der Milchome. Es ist sehr wichtig zu gedenken, als Ringelblum hat sich damit ausgezeichnet, mit seinem tief eingewurzelten Optimismus. Wie ein Marxist hat nicht gewollt verschuldigen das ganze deutsche Volk in die Verbrechen von den Nazis. Und bis der Anheb von Ausrottung in 1942 hat geglaubt, Schleime, als das Rovminien von den polnischen Jiden will überleben, die Milchome. Der Pfarrer sein Blick bis 1942 gewonnen zu der Zukunft,
Gewollt hat ausnutzen, die Erfahrungen von der Milchome, die zu schaffen, neue Jesoides für dem Volk in dem noch kommenden Period, zuzugreifen, wie man sagt auf Englisch, a usable past, a nützlichen Over, was wird dienen wie ein geistiger Anspar für die pälische Jiden. Was für ein nützlichen Over hat Bedeutung gehabt, auszuformen, unterzustreichen, das stille Heldentum von dem jüdischen Massenmensch, zu beschreiben, der makschonistigen Kampf von den pälischen Juden für sehr menschlichen Covid. Ringelblum hat nicht herausgelassen, kein ein Aspekt von dem jüdischen Leben. Hat nicht verschönert dem Emes. Und dazu kann man finden in Archivas Sachmaterial wegen Korruption, wegen der Moralisation, wegen der jüdischen Politik, wegen Mitarbeit mit den Deutschen. Ringelblum hat gewusst, dass in der untersten Schule werden zukünftige Historiker haben Zutritt zum Archiv nur jemals, wenn sie sich kennen verlassen auf seine Objektivität. Aber zurückgeschmust ist es nicht gewesen von den leichten Sachen zu hitten eine rein wissenschaftliche Stellung, wenn man setzt sich zu, schon in 1942, wie das jüdische Volk geht unter. Wie ein Historiker hat Ringelblum gleich eingesehen, als in die chaotischen Milchome-Bedingungen ist sehr wichtig gewesen zu verschreiben als auf der heißen Minute, weil nicht wollten die später die Geseres im Ganzen verschotten, dem Prahl, die Wirkung von die friedigen Leiden. Und später hat Ringelblum vorausgesehen die Gefahr, als nach der Milchome wird man betrachten die umgekommenen Jiden nur wie Kadoshim, wie Martyrer und vergessen seine Eigenartigkeit, seine ikerdigen Identität. Ich zitiere von seinem Tagebuch. Die Milchome hat geändert das jüdische Leben in die Stadt von Polen sehr schnell. Ein Tag ist nicht ähnlich gewesen zum zweiten. Die Bilder haben sich gebeten, sehr schnell wie in der Kamera von einem Kinematograph. Darüber ist gewesen wichtig, zu haben jede Erscheinung im jüdischen Leben auf der heißen Minute, wenn sie ist frisch, zappeldig. So Zitat. Ringelblum hat reingezeigt mehr wie 60 Mitarbeiter in dem Archiv, Kommunisten wie Yehuda Feld, Rabbonim wie Shimon Huberbad, Zionisten, Bundisten. Bemächtigt 3 Jahren hat der Archiv gesammelt, der Schlauch von Dokumenten, Tagebücher, Belletristik, alles was hat da gespiegelt und übergegeben, das Mamoshes, die schreckliche Wirklichkeit von der Nazi-Okkupation. Und ich zitiere noch ein Auszug von seinem Tagebuch. Die Mitarbeiter von Oyneg Shabes haben gebildet und bilden ein an einheitliche Körperschaft, beruhigt von einem Geist, durchgedrungen mit einer Idee. Oyneg Shabes ist nicht keine Vereinigung von Wissenschaftlern, was konkurrieren sich einer mit dem Zweiten und bekämpfen sich gegenseitig. Das ist eine einheitliche Körperschaft, eine Bruderschaft, wo alle helfen sich heraus gegenseitig und streben zu demselben Ziel. So Zitat. Der Archiv hat sich gestellt verschiedene Ziele. Der erste Ziel gewinnt Poshet zu sammeln. Ringelblum hat geheißen, sammeln die Hilles von Zuckerkäst, Theateraffischen, Tramway-Billetten, die Speiskarten von den teuren Restaurants im Ghetto. Gewollt hat als zukünftige Historiker sollen können, haben etwas ein Verständnis, wie sie hat durchgesehen, die Ghetto-Wirklichkeit. In 1941 hat sich der Oyneg Shabes gestellt ein neues Ziel, hat beschlossen unterzunehmen, eine herumnehmige Forschung
von der sozialen Geschichte von den polnischen Juden unter der deutschen Okkupation. Eine Vorscharbeit, was ist verstanden von 80 besonderen Themen, Frauen, Kinder, Korruption, jüdische Polizei, polnisch-jüdische Beziehungen, religiöses Leben, also weiter. Jeder Thema hat gehabt eine Memuna, was hat zurückgestellt, Anweisungen, Fragebögens, planiert Interviewen und Forschmaterial. Sof hat der Oyneg Shabes planiert ein Buch von 1600 Seiten. Die Arbeit ist gewesen in vollen Brand, wenn dem 22. Juli 1942 hat sich angeheben die Liquidation von dem Ghetto. Die letzte Woche Juli hat Ringelblum geheißen, alle Mitarbeiter in der Forscharbeit abgeben sehr nicht geendigte Skizzen, Notizen und Essayen und das ist als vergraben geworden, dem 3. August 1942 in die blecherne Kastens. Wenn der Massenmord hat sich angeheben, hat der Oyneg Shabes genommen Kleiben Gewehrseides von verschiedenen Städten und Städtlern. Der Archiv hat verschrieben die Gewehrseides von ein Jid, was ist entlaufen von Chelmno, von Tätlager Chelmno, und 5 Jiden, was seien entlaufen von Treblinka. In 1942 hat der Oyneg Shabes ausgeschickt in London mit der Hilfe von dem Bund, also gläubig, und mit der Hilfe von der polnischen Widerstandsbewegung hat er ausgeschickt in London zu der polnischen Goebbels-Regierung 4 protemdige Berichten wegen dem Churban. Und die Poljaken haben übergegeben und die Berichten zu den Engländern und zu den Amerikanern. Schon im Mai 1942 sagt man befehlisch, als Ringelblums Optimismus hat sich genommen ablassen. Zu bislang ist geworden, was mehr pessimistisch. Ponim al Ponim, mit der bitteren Wirklichkeit, hat angeheben zu haben Zweckes, wegen der Alleinhilftätigkeit, wegen der öffentlichen Kirchen. Eine Tätigkeit, der welche hat einmal gelegt, als solche große Hoffnungen. Ich zitiere von seinem Tagebuch von Mai 1942. Die soziale Hilfe lässt nicht die Frage, sie verlängert die Leiden, bringt nicht kein Gehohle, bleibt Tage eine tragische Frage. Was tun? Geben alle Menschen zu Löfflech, wird keiner nicht überleben. Aber mit voller Hand klagt kaum für ein Häufel. Wenn wird sich händigen die Milchome? Die Jiden können länger nicht durchhalten. Subzitat. Dem 4. Tag von dem Ghetto-Aufstand im April 1943 haben ihm die Deutschen gehabt und geschickt in Arbeitslager Travniki. Aber ist gelungen zu athleten von dort und hat sich ausbehalten in einem Bunker in Dornbarsche zusammen mit seinem Frau und Sohn und noch 34 Jiden. Dort hat geschrieben sein letztes Werk wegen die jiddisch-polnischen Beziehungen in Zeit von der Milchome. Und das ist gewesen sein Meisterwerk. Und hat geschrieben mit Gefühlen von Nachreis und Pachet. Hat mehrere gehabt. Als ist schon der letzte jüdische Historiker, was ist geblieben leben in Polen. Und hat gewusst, als nach dem Massenmord von den polnischen Juden muss sich bemühen zu schreiben, nicht wie ein Korben, nur wie ein objektiver Historiker, le man ha-emes, le man der Zukunft. Ist was schreibt in sein Hagdome. Ringelblum, der Marxist, vergleicht sich zu einem Sefer, was schreibt der Sefer Teire. Und ich zitiere. Wenn ein Sefer tritt zu, überzuschreiben die Teure,
muss in Heskem mit die religiösen Vorschriften gehen in Mikve und sich abreinigen von aller Sünd und Schmutz. Der Säufer nimmt in Hand herein die Feder mit Herzklappenisch. Da der kleinste Toast beim Überschreiben ist Lokale zu machen, das ganze Werk. Punkt mit das Gefühl von Pachel bin ich zugetreten zu der Arbeit unter einem eben angegebenen Titel. Ich schreibe diese Geschures in einem Bunker auf der arischen Seite. Zweimal habe ich zu verdanken mein Leben in der jetzigen Milchome der Hilfe von Poljaken. Meine Person ist ein konkreter Beweis, als die Feststellung von gewissen jüdischen Kreisen, als die ganze pälische Bevölkerung soll haben gefreit von der Vernichtung von den pälischen Juden. Also das ist weit von Nemes. Von der zweiten Seite können die pälischen Kreisen sich vielen getroffen mit meinen Ausführungen. Als Pälen ist in Hinsicht von Rateven Jiden nicht gestanden auf derselben Höhe wie Meirev Europa. Der pälische Faschismus, verbunden mit Antisemitismus, hat beherrscht die Mehrheit von der pälischen Gesellschaft. So Zitat. Dem 1. März 1944, wie ich schon gesagt, hat Ringelblum zusammen mit seinem Vater Adolf Berman geschrieben einen Brief zum Amerikaner YIVO wegen der Kulturarbeit im Ghetto. Der Brief ist ergangen zu New York. Ringelblum hat geschrieben, Sie wollen mir noch haben eine Gelegenheit, sich zu sehen mit euch, seien wir in Suffolk. Geht über unsere heiße Grüßen, alle jüdische Schreibers, Kulturtours, Journalisten, Musikers, Plastikers, alle Buers von der modernen jüdischen Kultur und Kämpfers von nationaler und allgemein menschlicher Auslesung. Und ich will zugeben, als Ringelblum hat gehofft, als nach der Milchome wird der ganze Archiv herübergehen in Reschuss von dem YIVO. Das ist nicht geschehen. Mit 5 Tagen später hat der pälische Menuvel gemassert im Bunker. Ringelblum, sein Weib und Sohn, noch 34 Jiden zusammen mit 2 Poljaken, was haben sich angeführt mit dem Bunker, seien geführt geworden in der Paviak-Turme. In sein Buch Finstere Nächte in Paviak geht über Jechiel Hirschholt, als, ich zitiere, in Tfisse hat sich stark gesorgt wegen sein Weib und Sohn. Ihm hat man sich bei Mitzurateven durch Hereinnehmen ihm in eine von den Türme verstatten. Hat aber nicht gewollt makriv sein, die Mischpache und bleiben leben. Ich will besser gehen auf Kiddush Hashem mit See, hat gesagt. Aber was ist schuldig, der Kleine? Hat gemeint sein Sohn Uri. Zu liebem deckt ich nur starb das Herz. Die Gestapo hat ihn stark gepeinigt, aber die Gestapo hat ihn nicht gekannt einbrechen. In Gichen ist sein früher Judis, sein Ben Jochid, Uri und die anderen Karbones von dem Bunker, Poljaken und Jiden, erschossen geworden auf die Churves von Samenhof 19. Und als ist umgekommen, einer von den lichtigsten Gestalten von der misseuropäischen Judentum. Covid sein Andenken. Einen schönen Dank. Ein größten Dank für dem Referat und es danken dir euch als auch Menschen, was haben gestellt Fragen in Q&A zwischen die Scheiles und Tschuves sozusagen, was ich habe da bekommen. Wir haben nur gezählte Minuten, will ich dir übergeben, ein paar von die Fragen. Score in kurzen. Sharon fragt wegen
dem Geurl von die verschiedenen, ob ihr könnt machen das Sachakel von dem Geurl von die verschiedenen Kastens und Milchkannen. Was Ja. ist überhaupt gefunden geworden, was nicht? Ja, die Materialien befinden sich in der Jiddischen Historischen Institut in Warschau. Und bemächtigt von den letzten 4-5 Jahren hat der Jiddische Historische Institut herausgegeben an Ausgabe vom ganzen Archiv auf Polish. Und der Ausgabe besteht von 35 oder 36 Bänden. Und wir können das bekommen in Warschau. Und jetzt gibt es eine Ausgabe auf Englisch. Und seine Schein erschienen, ich kann nicht kennen, das seine Schein erschienen A3 Bänden. Und sie planieren herauszugeben 10 Bänden von verschiedenen Dokumenten, was sie haben ausgegeben. Dank. John Goldstein fragt wegen die Beziehungen zwischen dem Judenrat mit Oyneg Shabes, ob es gewesen als solche. Ja, Ringelblum hat sehr fein gehabt, Adam Czerniakow hat sehr fein gehabt, die Menschen, was sein gewesen, verbunden mit dem Judenrat. Beide Institutionen seien gewesen auf Messers, wie man sagt, hat nicht gehabt, kein Zutritt zum Judenrat. Ich meine, als seine Beziehung, seine negative Beziehung, seine negative Stellung zu Adam Czerniakow ist nicht gewesen im Ganzen gerecht. Hat übergetrieben die Moss, aber hat gehalten, als man kann sich nicht verlassen auf Czerniakow, also man kann sich nicht verlassen auf den Warschauer Judenrat. Und der Pfarrer hat nicht gewollt haben, mit sich was zu tun. Ein Ausnahme ist gewesen der YIVO Shmuel Winter, was hat gearbeitet in einem Judenrat und sich gewesen ein sehr wichtiger Saal von dem Oyneg Shabes Archiv. Und ich meine, als Winter hat übergegeben Ringelblumen, was ist vorgekommen in dem Judenrat. Es gratuliert uns Masche Krimilowski Antel, was sie hat nicht keine Frage, sie will nur betonen, als sie allein eine Geborene in einem DP-Lager und eine Tochter von Tate Mami, was hat mitgelebt, Warsaw Ghetto, und seinen dann noch rein in verschiedene Arbeitslager und Teutlager und haben das übergelebt. Sie gratuliert uns, sie gratuliert dir, Shmuel, und sie gratuliert dem YIVO, was wir hitten unter die Geschichte und was wir forschen das und was wir bringen sie verneuern. Dank für Dank, Masche. Elisheva Edelson fragt wegen der Geografie, wegen die Namen von die Gassen in Warschauer Ghetto. Wie soll kommen der gehen, die Namen von die Gassen? Was ist ein guter Mocker? Ich meine, als wir können das lernen in Israel Gutmanns Buch wegen Warschauer Ghetto. Wir können das auch lernen in einem Buch, was Pascha Engelking und Jacek Liotschak hat herausgegeben auf Polish, und das ist echt erschienen in einer englischen Übersetzung, Yale University Press. Also das sind zwei ausgezeichnete Bücher. Und wir können sich da wissen wegen alle Einzelheiten, alle Plotten, alle Pitchefkästen Ghetto-Leben. Es fragt weiter, Froma Morer, Froma dank dir für dem äußergewöhnlichen Referat, und sie fragt, wie kommt es, was Teilen in gewisse geografische Teilen
seht euch, als sehr wenig Sammelarbeit ist vorgekommen, oder öfter darf man das so ausdrücken, als sehr wenig ist abgeraten wird geworden, beschaß in andere Orte, in andere Lokalen, ist gewinn mehr Masel. Le Moschel Vilna, in dem Fall Warschau euch. Ich stelle sich vor, als Asach Jiden in Asach Eltern haben gewollt organisieren geheime Archiven, aber sie haben nicht gehabt genug Masel. Und ich glaube, als Asach-Dokumenten haben sich keinmal nicht da gefunden. Und ich stelle sich echt vor, als Asach-Dokumenten von dem Oyneg Shabes Archiv haben sich nicht da gefunden. Herr Schwarzer hat geglaubt, dass haben begraben Asach mehr. Aber es hat sich nicht eingegeben zu gefunden aus. Harvey Nebulus gefragt, könnt ihr reden spezifisch wegen dem, was Ringelblum hat gesammelt und geschrieben in die ersten Wochen von Deportatius? Eben lernt, was hat geschrieben in die ersten Wochen von der Deportation, sieht man sehr beulet, als ist gewesen in einer sehr schweren Lage. Ist gewesen, ich bin mischar, als hat gelitten von einer starken Depression. In Juli und August 1942 hat sehr wenig geschrieben. Ich stelle sich vor, als Sof hat sich genommen in die Hand in August und hat sich umgekehrt zu der Arbeit und danach hat geschrieben sehr Asach. Und ich will euch bessern, ich habe schlecht ausgeteilt, Frummes Frage. Frumme hat faktisch gewollt wissen, wegen Vatermilchome, wegen dem Trop auf Sammeln und wegen dem Trop auf Kleidengeschichte und österreichischen Geschichte. Vatermilchome. Sie gewinnen ein riesiges Netz von Sammlern. Das heißt, als Sachsammler haben geschickt Material zu YIVO in Vilna. Die Landkenntnisbewegung ist gewesen sehr, sehr tätig und sehr verspreit. Und ich meine, also, das hat gehabt eine sehr große Spur auf dem Kulturleben von den polnischen Juden. Das ist geworden eine Massenbewegung. Shmuel, ich habe gehört deine Lektie in Columbia Universität und sie hat mich sehr gerührt, deine Antwort auf eine Frage, wo sie gekommen von Eulen. Du hast geantwortet autobiografisch. Du hast gesagt, dass ein Überbruch in dein Schreiben, in dein Geräten, die Geschichte von Ringelblums Auftun ist gekommen, als du hast eingesehen, wie soll das zu organisieren via YIVO-Projekt, sozusagen. Ich weiß, ich habe das gut paraphrasiert, aber wir haben nur 2 Minuten geblieben, aber du kannst übergeben den Punkt, allem wollte gut gewinnen. Ja, das heißt, dass mir ist es gekommen, wenn sehr, es ist nicht gewesen von den leichten Sachen zu organisieren, die Themen zu schreiben wegen Ringelblums Leben. Die Menschen, was haben dem gut gekannt, seine Schenke werden auf ein Neulam HMS. Und ich habe sich gebrochen dem Kopf manchmal, später sehr, weil ich kann organisieren oder die Themen. Aber danach habe ich sich eingegeben, dass die Cheshum als ewige Leben dem Trop auf die Jesoides von der jiddischen Weltkultur, wer sei das hat sich ausgefunden, in Teilen von Fall der Milchome, ewig forschen, der Zusammenscheiches, dem Zwischenscheiches, zwischen Ringelblum von einer Seite und der YIVO-Tradition von der anderen Seite, wird sich mehr eingeben zu organisieren, das ganze Material.
und zu endigen mein Vorschabet. Schmola Dank für den verhaftendicken Referat und Bechlall für der verhaftendicker Arbeit, was du gemacht wegen der Themen. Wer, wir seien zufrieden, als gemacht hat es Shmuel Kassow allein, auf einer breiten Eufen über die letzte etliche Jahrzehnte und als du hast es uns gebracht, also klar in verschiedene Referaten, in einem Buch, in einem Film und so weiter und das ist ein größer Ruf zu deiner ausgeführter Schliches, Demes. Dank teurer Eulen für Kommen. Ich war mir gewesen, ein größer Vergnügen zu haben, eine Gelegenheit zu reden mit dir. Guter Dank, Shmuel, für Kommen. Eulen teurer, wir verbeten euch auf die komedische Lektionen in der Dosiker Serie. Die Sommerprogramm hat sich angehoben, erst heint, wie gesagt, und alle Montag wird sein bei uns eine Lektion auf Yiddish, alle Donnerstag wird bei uns eine Lektion auf Englisch, wegen verschiedener Themen von der jüdischen Zivilisation. Seid also gut und geht guck in Schmuiskestel, bei der Seite von der Transmission dort werdet ihr sehen, die Regime Dates mit Lektionen, die sollen vorkommen. Ihr seid herzlich verbeten und ein Dank für Kommen heint.